Als Jesus 12 war, ist er mit seinen Eltern nach Jerusalem gegangen. Sie wollten dort an ein grosses Fest. Jesus war schon ganz kribbelig und er hat unterwegs die ganze Zeit gefragt: «Mama, geht's noch weit?» Es war ein schönes Fest. Ganz viele Leute waren dort. Ein richtiges Durcheinander. Als das Fest vorbei war, haben sich Maria und Josef zusammen mit ihrer ganzen Familie und Freunden wieder auf den Heimweg gemacht. Auch da war ein riesen Schuppelter Menschen und Tiere. Kleine Kinder, die sind vorausgesprungen, Esel, die Lasten trugen, ganz viele Leute, die müde, aber glücklich am Laufen waren. Doch plötzlich ist eine Unruhe durch die Gruppe gekommen. Du Josef, ist unser Jesus eigentlich der bei den anderen Kindern vorne? Hey ja, denke ich etwa schon. Der hat ja so viel Energie und ist etwa dort am Vorausrennen. Warte, ich gehe hurtig schauen. Das ist gut. Danke vielmals, Josef. Unser Jesus, schon so gross und gleich noch ein Kind. Maria, Maria! Hast du ihn gefunden? Maria, er ist nicht vorne bei den Kindern. Ich bin bei unserer Gruppe überall schauen und habe gefragt. Niemand hat unseren Jesus gesehen. Oh Josef, das darf doch nicht wahr sein. Wie hätte das passieren? Ja, die Eltern haben ihren Jesus nicht mehr gefunden. Sie sind nochmal zurück nach Jerusalem und haben diesen Jesus gesucht. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du in einem Einkaufszentrum warst oder auf einem Markt mit vielen Leuten und plötzlich hast du deine Mami und deinen Papi nicht mehr gesehen. Das kann ihm gerade Angst machen. Man weiss gerade gar nicht mehr, wo man eigentlich ist und denkt, man ist ganz alleine. Aber an Jesus ist es nicht so ergangen. Er hat nicht rennen. Er hat nicht seine Eltern vermisst und er hat sie auch nicht verzweifelt überall gesucht. Nein, Jesus war im Tempel, im Haus von Gott. Er hat dort ganz zufrieden und entspannt von diesen Männern im Tempel Sachen von Gott gelernt. Aber auch die Männer im Tempel konnten von Jesus lernen. Obschon er erst 12 war, hat er schon ganz viel gewusst. Man hat gestaunt, wie gut er Gott schon kennt. Nach 3 Tagen Suchen haben Maria oder Josef Jesus endlich im Tempel gefunden. Jesus! Oh Jesus! Wir haben dich so lange gesucht. Jesus, wie geht's der Bub? Hallo zusammen. Mama, du rennst ja. Habt ihr euch etwas Sorgen um mich gemacht? Ja, sicher. 3 Tage haben wir dich gesucht. Aber es ist doch ganz klar, dass ich hier bin. Gott ist doch mein Vater und darum ist der Tempel auch mein Zuhause. Schliesslich ist der Tempel das Haus von Gott, dort, wo Gott ist. Also mir geht es ganz gut. Ich bin zufrieden und glücklich hier. So hat sich jetzt Jesus zusammen mit seinen Eltern wieder auf den Heimweg gemacht. Jesus war im Tempel und es ist ihm dort ganz gut ergangen. Das war nicht einfach ein Zufall. Er war im Haus von seinem Vater, von Gott, und hat ihm begegnen. Ja, obschon Jesus ja auch hier auf Erde Eltern hatte, hat er eben auch einen Vater im Himmel, Gott. In der Bibel lesen wir, dass Gott auch unser Vater ist. Wie Jesus dann im Tempel können ja wir unserem Vater im Himmel begegnen und Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir das machen, dann geht es uns gut. Aber wie können wir jetzt Zeit mit dem Gott verbringen? Wir können zum Beispiel in die Kirche gehen, wo Menschen aus der Bibel erzählen, wo man Lieder für Gott singen kann, beten und lernen, wie fest uns Gott liebt. Gott ist aber nicht nur in der Kirche daheim. Er ist überall. Du kannst einfach mit ihm reden, gerade dort, wo du bist. Und du darfst sicher sein, dass er dich hört und dir zulässt.